Es gibt aber auch einen Vorteil, in Nisch zu spielen, denn die meisten Profis waren hier bereits zur Europameisterschaft im Einsatz und somit vorbereitet auf die Handball-Hooligans. Trainer Vranjes übt sich in Geduld, dauerte dann aber doch mehr als 10 Minuten, bis endlich Ruhe und Sicherheit in der Halle eingekehrt war. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Montpellier die Flensburger sehr konzentriert. Lars Kaufmann, der Nationalspieler, wirklich kein Sprintspezialist. Die erste Führung für die Gäste 4:3. Belgrad gehört nicht zu den Favoriten in dieser Gruppe. Nächste Chance. Lasse Swanhansen. Ganz allein. 5:3. Imposanter Auftakt. Bange Blicke beim Trainer nur, ob von den Rängen weitere Störversuche kommen. Groß in Form heute. Anders Eggert beim 7 Meter. Immer wieder neue Tricks des kleinen Dänen. Belgrad 3:7 zurück. Und der Trainer richtig sauer. Das versteht man in jeder Sprache. 5 Minuten vor der Pause, doppelte Unterzahl für die Flensburger. Also Ball halten. Unser kleiner Däne aber mit der 7 schon wieder am Kreis, schlängelt sich durch und bereits sein 9. Treffer. Wir sind noch in der ersten Halbzeit. Tja, was soll's da machen? Ratlos Belgrads Trainer. Die Partie wurde jetzt härter seitens der Serben. Steffen Weinhold niedergestreckt, konnte aber weiter spielen. Zweite Halbzeit, weiterhin die Führung für die Flensburger. Immer besser in Form, kommt nach seiner langwierigen Verletzung Holger Glandorf. Zum ersten Mal 6 Tore Führung. Der deutsche Vizemeister jetzt sicher mit langen Ballstaffetten. Und Sie werden sich natürlich fragen, was macht eigentlich Anders Eggert, der dänische Wirbelwind? Links außen sein Stammplatz und sein 12. Treffer zum 27:23. Die Gäste jetzt im guten Gefühl des sicheren ersten Auswärtssieges. Fangübung vom starken Mattias Andersson, Holger Glandorf und Michael Knutzen. Ganz sichere Sache für ihn. Und den letzten Auftritt für den überragenden Anders Eggert mit seinem insgesamt 13. Treffer. Wir müssen unbedingt einen Sieg haben hier. Ja, von Anfang war es ganz aggressiv, was die gemacht haben. Das wurde ja weniger. Das ist ja ganz was anderes als in Flensburg. Die lärmen viel und sind echt aggressiv, aber ja, während des Spiels merkt man es nicht so viel. 37:31 gewinnt Flensburg bei Partizan Belgrad. 2 wichtige Punkte in der Champions League.